Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am ersten Spieltag der neuen Saison der Bundesliga. Und der FC empfängt das Herzensprojekt des Weltenretters Dietmar Hopp. Und natürlich könnt ihr euch alle dran erinnern, im März hieß es ja, Donald Trump will Dietmar Hopps Impfstoff nur für Amerika haben. Ja. Nun ist ja der Dietmar Hopp bekanntlich eine ehrliche Haut, ein ganz ehrenwerter Mensch. Ne? Und deswegen hat er sofort geantwortet, ja, und gesagt, das geht ja gar nicht, hat dem Trump abgesagt. Ne? Ich meine, eins ist doch völlig klar. Der Hopp hat doch bis heute noch überhaupt keinen Impfstoff. Ja, und im Übrigen hat der Trump auch niemals danach gefragt. Ja, das passiert, wenn man daran gewöhnt ist, eine fette PR-Abteilung im Hintergrund zu haben, ja, die dafür sorgt, dass einem jeder Scheiß immer geglaubt wird. Ne? So. Und wenn die Leute das nicht glauben, dann vielleicht sogar das Gegenteil behaupten, dann werden sie eben diffamiert als die hässliche Fratze des Fußballs. Ne? So kann man das auch sehen. Ja, aber was interessiert uns die hässliche Fratze? Viel wichtiger sind wir alle. Wir Fans, denn wenn die Geisterspiele eins gezeigt haben, dann ist es doch, Fußball ohne Fans ist einfach nur Driss. Ja, allerdings haben die letzten Monate auch gezeigt, Fans ohne Fußball ist auch Driss. Ja? So, wir hatten jetzt, dank Gattel, vielen Dank, die Möglichkeit, zu diesen 300 Leuten zu gehören, die im DFB-Pokal im Stadion waren. Und wir haben diese Möglichkeit auch genutzt, ja, aus 2 Gründen. Einmal, weil wir ehrlich gesagt echt heiß waren, endlich wieder den FC zu sehen und ja, endlich wieder ins Stadion zu kommen, ist ja so. Ja. Und das andere ist eben, wir haben das als so eine Art Selbstversuch gesehen, von dem wir euch dann eben auch berichten können. Ja, aber vorab wollen wir da trotzdem nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir wirklich für jeden totales Verständnis haben und damit auch stark sympathisieren, der sagt, ich gehe erst wieder ins Stadion, wenn auch alle rein dürfen. Ne? Nur bei uns ist es tatsächlich auch so, und ich glaube, das ist bei vielen tausenden FC-Fans auch so, die sind so dermaßen heiß auf Fußball und deswegen lassen wir doch jetzt mal schauen, wie es am Samstag gelaufen ist gegen die Berliner da im Pokal. Also man sieht hier schon, da ist eigentlich totaler Totentanz. Ich meine, wir waren jetzt auch ein bisschen zu früh da, aber auch wenn man mal rumschwenkt in den Kurven, wird es auch nicht voller. Beim Anpfiff, man hört, da sind Gesänge. Es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als ein komplett leeres Stadion oder Atmo vom Band. Ja, definitiv. Ja. Also für die Spieler, glaube ich, ist es schon mal eine ganz andere Geschichte. So, jetzt kommen wir zum Elfmeter. Da brennt normalerweise die Hütte. Und was ist hier? Es wird geklatscht. Ja, ja, das ist eben, ne, es jubelt keiner, wenn man nur mit ein paar Leuten da ist. Ne? Ja, hier sieht man den Blick aus der Loge auf eine FC-Chance. Und ja, am Ende die Spieler nehmen Abschied voneinander. Das ist eigentlich alles wie immer, eben nur ohne Fans. Man sieht, es muss sich etwas ändern. Und es hat sich ja auch schon einiges geändert. Ne? Markus Giester zum Beispiel hat seine Frisur geändert. Und da wollten wir natürlich nicht nachstehen und sind zum ersten Mal gemeinsam, wir beide zum Friseur gegangen, auch zu einem total bekloppten FC-Fan, zu 2 Fans, dem Felix und dem Elmar vom Gentleman Barber Club. Ja, hier sieht man ein paar nette Bilder. Ja, und da gibt es natürlich nicht nur die Haare schön, sondern auch Klatsch und Tratsch natürlich. Ja. Und davon gibt es beim FC im Moment ja eine ganze Menge richtig schräges Zeug. Ne? Also normal wäre ja zum Beispiel, wenn die Oma auf den Enkeltrick reinfällt. Ja, beim FC ist es eher so, dass der Enkel, also in dem Fall der Mitgliederratsvorsitzende, auf den Oma-Trick reinfällt. Ja, ganz ja, ihr habt das natürlich mitgekriegt, Leute. Der Stefan Müller-Römer hat E-Mail-Verkehr gehabt mit einer älteren Dame, die Fragen gestellt hat, und er war der Meinung, dass das Ganze auf einer vertrauensvollen Ebene stattfindet. Dem war allerdings nicht so. Die Frau hatte nichts Besseres zu tun, als das Ganze direkt
der Presse durchzustecken. Und es nervt einfach nur noch, dass wir hier schon zum wiederholten Male über Leute sprechen müssen, die einfach vertrauenswürdige Dinge an den Express, an andere Medien weiterleiten. Mega nervig. Ja, das ist der eigentliche Skandal an der Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ne? Denn das ist ja offensichtlich eine Kampagne. Kann doch nicht sein, dass ständig irgendwelche Dinge durchgesteckt werden und immer in die gleiche Richtung. Das ist eine Kampagne gegen den Mitgliederratschef und gegen den Mitgliederrat, aber eben auch. Ne? Und sagen wir mal ehrlich, die Omas, die ich kenne, die würden sowas nicht machen. Na gut, und damit können wir von den älteren Damen direkt nahtlos übergehen zu den älteren Herren. Und wir zeigen euch jetzt mal 3 Exemplare und ihr müsst raten, was die 3 gemeinsam haben. Und den Anfang macht genau dieser Herr hier. Ja, das ist ein Fohlen, ne? Geht's weiter mit diesem jungen Mann hier, also dem älteren Herrn. Der sieht aus, als wäre er irgendwie zu lang in Leverkusen irgendwo am Chemiewerk gewesen. Ne? Würde ich sagen, ne? Okay, dann machen wir mal weiter mit diesem etwas älteren Herrn aus Monheim. Damit sind wir bei den Altinternationalen und die spielen in Köln ja immer schon eine ganz besondere Rolle. Die sind eigentlich wie Eunuchen, die nachts in deinem Schlafzimmer erscheinen und dir erklären wollen, wie du deinen Beischlaf jetzt gerade zu verrichten hast. Ja, dabei haben sie oft genug gezeigt, dass sie es selbst nicht können. Ja, aber mitreden wollen sie natürlich trotzdem. Ja. Und sie wollen dann auch sofort Krisensitzungen einberufen und sagen dir, du machst ja den ganzen Sex kaputt. Ja, du machst den Sex kaputt. Ja, okay. Leute, also wir hatten jetzt schon ganz viele schreckliche Themen. Frisur, Sex. Jetzt kommen wir mal zum Kommen. Zieler ist schon gekommen. Anderson auch gekommen. Ja. Du da, du kommst jetzt auch. Oder? Bist ja jetzt auch verpflichtet, bist du schon da. Also man muss sagen, der Horst Held auf den letzten Metern hat er jetzt wirklich nochmal richtig Gas gegeben und richtig einen rausgehauen. Ja. Und im Geistblock kann man ja sogar lesen, wir sind noch nicht fertig. Ja, Langstreckenläufer, der Mann, großartig. Ja, so, ja also super. Ihr merkt schon, es steigt nicht nur die Vorfreude langsam, sondern auch ein bisschen die Zuversicht. Und man kann das sehen, ich finde es immer ein guter Indikator an den Quoten. Wenn man da reinschaut, stellen wir fest, wir sind in der Wahrnehmung der Leute auf Augenhöhe mit Hoffenheim. Ja, das ist schon bemerkenswert, wenn man überlegt, aus welcher finanziellen Situation wir hier gerade heraus agieren. Ja. Und im Vergleich zu Hoffenheim sowieso schon. Ja. Ne? Also Leute, ihr merkt, wir sind total heiß auf das Spiel und es wird Zeit, dass wir endlich wieder über Fußball sprechen können. Es wird Zeit, dass dieses Virus endlich verschwindet und dass wir unser kölsches Leben zurückkriegen. Ja, und das sind genau die 2 Themen, die wir uns, wohin denn wohl schreiben? Natürlich auf die Shirts wieder. Ne? So, da steht, Fight Corona. Feiert Colonia. Ist mal, ne? Diese haben ja keine Strandfigur, ne? Ne, dabei ist schon XL. Kein Strand. Ist schon XL. Ja. Ich habe schon extra nicht L, bisschen Corona-Bäuchlein. Ist da schon dabei. Ne? Trotzdem, beides geht. Und wir werden es am Samstag erleben, vor dann vielleicht auch schon 8000 Leuten. Ja. Und hoffentlich sind dann eben auch wirklich bald alle wieder da. Und darauf 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch, die Leute. So lang kein Kölsch getrunken, ne? Ja. Übrigens wollte Donald Trump uns ja auch exklusiv haben, ne? So als so eine Art, wie soll ich sagen, Cheerleader, ne? Also mit Cheer hat er nichts am Hut. Ne? Also wir haben dem eine klare Absage erteilt. Ne? Ja, Ehrenmänner. Ehrenmänner, ja klar, ne? Genau. Apropos Ehrenmann, tschüss John. Cordoba. Also ganz ehrlich, wir sind klar der Meinung, das war eine richtig geile Zeit, die du bei uns hattest. Und wir sagen danke dafür und drücken dir die Daumen für die Zukunft. Unterm Strich absolut eine Erfolgsgeschichte. So. Total. Ja. Und die schreiben wir jetzt auch diese Saison. Macht's gut, Leute.